へ fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘノヘノカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイHallo Leute, ich begrüße euch zu meinem neuen Let's Play Projekt von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und schon geht's los! Jetzt noch keine Sprachdatei vorhanden, also da stehen wir eine neue, ist doch Logo. So, und vorneweg noch eins. Das Spiel ist gerade frisch erschienen, ich will sagen, es ist brandaktuell, deshalb für mich noch blind und für die meisten von euch denke ich mal auch. Aber ich wäre trotzdem froh für diejenigen, die das Spiel bereits kennen oder schon durchgespielt haben, wie auch immer, dass diejenigen in den Kommentaren so keine Spoiler hinterlassen, weil das mache ich bei einem Blind-Projekt überhaupt nicht. So, dann hätte ich das auch schon geklärt. Gehen wir hier weiter. Wir haben hier das Hauptmenü. Mal gucken, was es alles gibt. Hier haben wir den Trainingsmodus. Ich fürchte, werde ich häufig aufsuchen müssen, vor allem jetzt in der Anfangsphase. Weil wir jetzt mal die Steuerung innehaben und so. Naja. Optionen, das wäre doch mal was. Mal schauen, was kann man hier alles einstellen. Bildeinstellungen. Ja gut, Bildschirm wackeln. Ich glaube, wir stellen das sicherheitshalber mal auf aus, ja? Weil sonst Bildschirmwackel. Ich weiß nicht, ob das so gut von der TV-Karte aufgenommen wird. Ja, sicherheitshalber mal. Helligkeit. Ne, ist gut, so lassen wir es. Ich merke zwar gerade keinen großen Unterschied, aber was soll's? Schuster bleibt bei deinen Leisten. So, Audioeinstellungen. Müssen wir noch was machen? Ne. Stimmen vielleicht? Oh, meine Güte, kann es vielleicht mal ein einziges Dragon Ball Spiel geben, wo die Stimmen vielleicht mal auf Deutsch rauskommen? Wenn es auch auf Schweizerdeutsch, aber vor allem Deutsch wäre nicht schlecht. Japanisch wäre vielleicht auch nicht so übel. Dann hätten wir die originalen Anime-Stimmen und so. Können wir die Untertitel noch einstellen oder so? Ne, geht nicht. Ne, wisst ihr was, ich lasse mal ins Englisch. Sonst, falls es mich zu sehr stören sollte, oder falls es euch zu sehr stört, stellen wir es natürlich auf Japanisch um. Das ist kein Ding, können wir probeweise so ausprobieren. So, Steuerung. Haben wir hier noch was Spezielles? Oh ja. Oh, bis ich das alles gelernt habe. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das ganze Projekt nicht besser statt Let's Play bzw. Let's Fight lieber Let's Fail nennen sollte, vor allem die Anfangsparts, bis ich mal da reingekommen bin. Steuerung machen wir. Okay. Okidoki. Ja, bitte etwas schneller, danke. Kapselhaus, der Filme an oder höhere Musik. Im Prinzip sowas wie ein iPod, oder war? Oh Mann. Gar kein Enzyklopädie. Dragon Balls! Und da haben wir garantiert noch. Was? Ja klar. Ein Dragon Ball haben wir bereits. Keine Ahnung, wo wir den gefunden haben, aber wir haben schon einen. Sehr schön. Cutscenes vermutlich. Filme. Ah, die Eröffnung. Sehr schön. Da gibt es ja noch einiges. Not bad, not bad. Wenn wir uns natürlich dann auch, sobald es da mehr gibt, werden wir uns den natürlich noch ansehen. Ist doch keine Frage.
Online-Kampf. Der wird sicher auch noch spannend, weil jetzt kommen wir zu meinem Plan für das Let's Play. Ich habe es nämlich so geplant, dass ich zuerst den Story-Modus durchspiele. Wo ist der überhaupt gerade? Hier den Story-Modus, den ich als erstes durchspiele. Danach kommt der Helden-Modus. Ja, der Helden-Modus, der ist so eine Art Modus, hat man zumindest mal gehört. In dem kann man sich seinen eigenen Kämpfer zusammenstellen. Und dann eine, na hier steht so, eine Dragon Ball Parallelwelt mit einem eigenen Charakter erleben. Okay, offenbar ist eine Parallelwelt, ich dachte, das seien die gleichen Storys, aber offenbar nicht. Das ist auch schön. Dann wäre das Nummer 2 von Let's Play Reihenfolge und dann haben wir es jetzt. Hallo, dankeschön, hier. Dann könnte man doch noch ein Let's Play Online oder ein Let's Fight Online, wie auch immer, machen, wo einfach nur Online-Kämpfe vorkommen. Why not? Also, falls Interesse besteht, ich wäre natürlich dabei. Anpassen, nee. Weltkampf. Ein Turnier oder was? Auch noch nicht. Kampfmodus. Okay, normalen 1 gegen 1 Kämpfe vermutlich. Heldenmodus. Ja, dann wären wir auch schon überall gewesen, wa? So, wir treten wir noch den Story-Modus. Story-Modus spielen, aber Logo. Da bin ich mal gespannt, Leute, wie der aufgebaut ist. Also, in diesem Moment stößt auf den Planeten Vegeta ein Kind seinen ersten Schrei aus. Sein Name ist Kakarot. Eigentlich Kakaroto im originalen Japanischen, aber ist jetzt egal. Bei seinem Angriff auf Kanassa wird Bardock bewusstlos, nachdem er von der Phantomhand eines Kanassaners getroffen wurde und die Macht erhielt, die Zukunft zu sehen. Okay, fangen wir hier das schon mit der Bardock-Story an, oder was? Tage später brechen seine Verbündeten, die ihn zurückgelassen hatten, damit er genesen kann, nach Mid oder Meerth auf, wo es von Freezers Handlanger Dodori ausgeschaltet werden. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, bricht Bardock ebenfalls nach Meerth auf und erfährt von Freezers Verrat. Ja, da wird wohl Bardock ziemlich sauer gewesen sein. Bardock bindet sich ein Stück Stoff um den Kopf, wieso auch immer, das mit dem Blut seiner gefallenen Verbündeten bewegt ist, ach so, und versucht ihren Tod zu rächen. Ja, das Weiterlesen wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, dann hätte ich die Frage sparen können. Doch er ist von Dodorias Angriff schwer verwundet. Auf seinem Weg nach Vegeta passiert Bardock ein Raumschiff, in dem sich sein Sohn Kakarot befindet. Vater und Sohn fliegen aneinander vorbei und ihre Wege sind nun für immer getrennt. Hat er schon was Trauriges, wa? Bardock stellt sich Freezer allein. Der Trottel! Hat doch keine Chance. Allein für den letzten Kampf, der schon bald ausbrechen wird. Meine Güte, wie lange dauert das noch? Er fegt zahllose Gegner vor, die einen nach dem anderen aus Freezers Mutterschiff strömen. Sein Ziel ist nur Freezer persönlich. Kann das irgendwie beschleunigen oder so? Sieht nicht nach aus, wenn ich auf X drücke, ist vorbei. So, war's das soweit? Oder kommt da noch was? Ja, es hat immer so eine Sache bei Blind Let's Plays. Ich meine, ich könnte jetzt schon auf X drücken, weiter zum nächsten Screen springen, aber ob das wirklich so eine kluge Idee ist oder ob da jetzt noch was kommt, nicht damit das überspringe, ne, offenbar nicht. Hier haben wir noch die ganze Geschichte von Bardock gezeigt, beziehungsweise die Anime-Szenen. Ah, cool, ich kann den Cursor bewegen. So, mal sehen, kann ich irgendwas abschießen. Da gibt es ja bei den meisten Dragon Ball Spielen. Tatsächlich, kann die abknallen. So, um die Wartezeit zu überbrücken, ist bei den meisten Dragon Ball Z Let's Plays so. Tatsächlich, wir fangen mit Bardock an. Gegen Freezer? Und ich kann das Kampfsystem doch gar nicht. Okay. Sag mal, steuere ich jetzt und macht das der... Nee, ich steuere, okay. Was zum... Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade treibe. Okay, ich schlag drauf, das hat geklappt. Okay, also mit dem... auswählen, Dankeschön, mit dem Viereck kann ich also auf den Gegner eindreschen, ganz normal. Nachher noch Verfolgungsangriffe. Sonst hätte ich keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Und wieder. Und jetzt... Ups. Ah doch, ging noch. Ich habe das Like gedrückt, aber
Wow, das Kampfsystem ist aber echt schnell, ey. Alter Falter. Wieso? Gehst einfach mal zu Boden, Mann? Ich schaffe ihn ein, aber es passiert einfach nichts. Ich sehe hier irgendwo eine Energieleiste von Freezer, die irgendwie mit der Zeit abnehmen würde. Oder seht ihr was? Das ist da oben eigentlich seltsam. Okay, ich sehe die Dragon Balls, was irgendwie seltsam ist. Bei mir 1 Stern, bei ihm 2. Okay, jetzt alles ändern, wieso auch immer. Mein Schicksal, Schicksal meines Sohnes, dein Schicksal. Ach ja, das hat er im Anime, sage ich schon, im Film ja auch gebraucht, den Spruch. Das ist das Ende. Finale Geistkanone. Heißt der Attacke wirklich so? Okay, Freezer, eine ziemlich dämliche Stimmung, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da wäre Pani vermutlich besser gewesen. Okay, könnte man den Attacke irgendwie verstärken oder so? Hallo, Spiel! Ich will ja nicht verlieren! Mach mal was! Scheiße! Verdammt! Oh nein, der erste Kampf und ich habe schon verloren. Ich hoffe es einfach mal, das muss so sein, weil sonst... Das wäre richtig mies. Was, ein Trophäe verdienen? Eine fantastische Geschichte. Ja, ist das schön. Okidoki, also mit so einem Einstieg habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Da hat mich das Spiel etwas überrumpelt. Sorry, falls gerade etwas still war und es vielleicht eher langweilig wirkte, aber das ist ja bei einem Blind Let's Play so. Jetzt guckt doch das mal an, eine Cutscene im Dragon Ball Kai Style. Alter Falter. Ja, definitiv. Die englische Sprechausgabe, die ist für den Arsch. Da steht jetzt nachher wieder auf Japanisch schon, aber sicher. Ey. Okay, Freeze lacht rein ab, das ist auch nichts Neues. Hoffentlich krepiert er an seiner Scheißlache. Natürlich hat er mal nicht, so viel Glück haben wir ja nicht. Und da haben wir Kakarotto, beziehungsweise Son Goku, der auf dem Weg zu Erde ist. Sehr Goku, da ist noch eine große Aufgabe vor dir, wa? Der arme kleine Junge. Und Bardock ist, wie es aussieht, am Ende. Was ist jetzt los? Wer kreischt denn da wie am Spieß, ey? Aber eigentlich kann es ja nur einer sein, oder? Oh, what is this now? A baby? But from where? Tja, kann ich einfach vorstellen, das ist Klein Goku. Oder sollte ich eher sagen, Baby Goku. Sehr nett wär's zumindest nicht, ja? Kannst du mich bitte mitnehmen? Voll ein Kindtritt erwischt, hey. Auch nicht übel, wa? Ja komm, überleg nicht lange, wir wissen es eh doch schon. I'll call you Goku. You like that? You grow up nice and strong, okay? Hey, ist ja schon ein bisschen herzig, oder? And so, the story of the Dragon Balls began. Hä? Wieso begann jetzt mit Goku die Story der Dragon Balls? Na gut, damit begann im Prinzip der Manga, aber... Ja, nee, nicht schon wieder, oder? Leute, wir sehen das Intro schon wieder. Ja gut, das heißt eigentlich schon wieder, das ist eigentlich soweit noch cool. Soll es überspringen? Ja, vielleicht geht's ja. Es geht nicht! Doch? Ah, doch, es geht. Okidoki, also, erlangt Liste. Bardock, Superangriff, Bardock, werde ich nie verzeihen. Ja. Kann ich jetzt noch nicht viel damit anfangen, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Sobald ich das Spiel etwas besser durchschaue. Okay, 5 Jahre sind vergangen, seit Piccolos Ambitionen auf die Weltherrschaft von Son Goku vereitelt wurden. Doch eine neue geheimnisvolle Figur nähert sich. Das kann ja wohl nur einer sein, oder? Ein verdächtiges Schiff landet auf der Erde. Ja. Es ist der Langhaar Saiyajin.
Raditz steigt aus dem Schiff. Er hat den gleichen Schwanz wie Son Goku. Okay, das ist jetzt sehr zweideutig. Er macht gerade Suche nach einem Wesen mit großer Stärke und trifft auf Piccolo. Zu dieser Zeit hat Son Goku Son Gohan mitgenommen, um alle im Kami-Haus zu treffen. Während ihrer glücklichen Wiedervereinigung erscheint Raditz. Raditz nennt Goku Kakarot und sagt ihm, dass er als Krieger Saiyajin geboren wurde und dass er, Raditz, sein Bruder ist. Er befiehlt Goku, sich ihm anzuschließen, doch als dieser sich weigert, zeigt er ihm seine Stärke und grinst ihn spöttisch an, als er mit Gohan als Geisel fortfliegt. Zeigt ihm seine Stärke, indem er ihm einfach mal kurz in den Magen kickt. Sowas nenne ich dann Bruderliebe. Goku trifft auf Piccolo, während er sich darauf vorbereitet, alles zu riskieren, um Gohan zurückzuholen. Sie einigen sich auf einen Waffenstillstand, um Raditz zu schlagen. Und bilden das stärkste Duo der Welt. Oh yeah. Ich würde mal vorsichtig behaupten äußern, dass diese Szene damals im Anime sicher für jeden Dragon Ball Fan ein unglaubliches Ereignis war und dadurch im Prinzip die ganze Dragon Ball Z-Story eigentlich begonnen hat. Dass Goku und Piccolo, im Grunde genommen die ewigen Rivalen, zusammen einen gemeinsamen Feind bekämpfen. Sowas gibt's auch nicht häufig. Ja gut, doch, bei Dragon Ball schon, aber meins allgemein. Aber es gehört irgendwie dazu, wa? Jetzt beginnt wirklich schon der Kampf mit Goku und Piccolo gegen Raditz. Das kann ja spannend werden. Alles abschießen hier, du, yeah! Keine Ahnung, was das bringen soll, vielleicht kriege ich einen Highscore oder so. Nee, Quatsch, ich glaube nicht. Das ist wirklich nur um die Ladezeit zu überbrücken. Okay. Was Kapselkoffer? Mit der Zeitmaschine versucht ich in Leuten in früheren Kämpfen. Okay, Kapsel aus, den findet man auch nicht. Schwierigkeitsgrad? Leicht normal. Ist was, Leute? Ich stelle mal auf normal ein, da bin ich jetzt echt gespannt. Okidoki. Zurück, dankeschön. Suchen. Drachenradar, okay, wir müssen ja Gohan finden, der hat ja auf seiner Mütze einen Dragon Ball. Die Frage, wo ist der? Wo ist er jetzt mit dem abgehauen? Hin verschwunden, meine ich. Toll, finde ich mich nicht. Also gut, suchen. Hä? Dann geht es vielleicht auch etwas schneller. Dankeschön. Mit L1, nicht R1. Da oben ist er! Oh, warte, Raditz. Hä? Ein Weltkampfturnier? Was zum... das kann irgendwie nicht ganz stimmen, oder? Hier ist zwar ein Dragon Ball, aber es sucht auf den von Gohan und ich kann mir kaum vorstellen, dass Raditz mit Gohan zu einem Weltkampfturnier fliegt. Ja, dann suchen wir schnell die ganze Welt ab. Dragon Ball! Gohan, wo bist du? Hey! Ich finde den nicht! Okay, hier wären wir bei Gott. Ist auch nicht so übel. Mir fällt gerade auf, die Overworld-Karte ähnelt doch ziemlich der von... Ich muss kurz überlegen, damit ich keinen Zeich erzähle. Da müsste eigentlich gleich sein wie aus Dragon Ball Z nein, aus Budokai Tenkaichi 3, oder nicht? Ziemlich die gleiche sein. Naja. Aber die Grafik ist auf alle Fälle schon viel besser. Okay, jetzt bin ich hier. War jetzt das richtig oder war das falsch? Das Teil hat irgendwie von selbst gestoppt, keine Ahnung wieso. Wir sehen es sicher gleich. So, was ist jetzt? Auf jeden, beeilt euch! Ja, ein Scouter benutzt, das ist doch klar. Ja, frontal angreifen. Mit voller Wucht oder was? Meine Güte. Ihr müsst halt nur Kampfkraft verstecken und sie zum richtigen Zeitpunkt einsetzen und erhöhen. Das ist doch auch schon der ganze Trick dahinter. Hä? Was mein Gott? Okay. Dann ist da ein Stern. Keine Ahnung, was der bedeuten soll. Da unten. Das muss es sein.
Leute, das ist Raditz Raumschiff und da müsste auch Guan sein. Und wisst ihr was? Wie es weitergeht, seht ihr am nächsten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und ich hoffe, euch gefällt das Let's Play, weil ich habe schon sehr viel Spaß dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also dann, ciao zusammen!